eigentlich so ein Feuerchen. Und somit herzlich willkommen zu Folge Nummer 21, meine Damen und Herren. Hallo und da sind wir wieder. Bei Mist Survival und im Moment läuft es eigentlich vielleicht ein bisschen gut. Wir survivalen relativ gut. Und ich glaube, heute ist der Tag der Tage, meine Damen und Herren. Es ist soweit. Wir greifen unsere Nachbarn an. Muss ich schnell schauen, das läuft immer noch. Das läuft mir noch zu lang. Aber ich könnte ja eigentlich hier mit dem Kübel, fang mal nehmen, was da ist. Aber das bringt mir nur nichts, merke ich jetzt gut. Weil ich brauche ja, ich muss ja hier die anderen Flaschen rein tun, für dass ich reinleeren kann, für, ja, ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich. So. Das hat jetzt genau gar nicht gebracht. Wir nennen es halt, wir haben Hunger haben wir gestillt, das da können wir noch reinbretschen. So, jetzt haben wir noch Durst, dann knallen wir uns halt mal eben nicht da rein, sondern da irgendwie ein Cola. Eins nehmen wir noch mit. So, also wir haben die Pfeile. Jetzt, wie ist das gegangen? Equipment. Nein, warte jetzt mal. Equip. So, add arrows. 6. 2 haben wir ja verloren. Okay, jetzt haben wir 8 Pfeile im Köcher. Wir haben eine Knarre, wir haben ein Messer, wir haben einen Speer. Wir haben ein Brecheisen, wir haben eine Sage. Die Sage brauchen wir, glaube ich, eigentlich nicht. Ich weiß nicht, für was wir eine Sage müssen mitnehmen. Wir haben Bandagen. Wir speichern nochmal. Und dann würde ich sagen, ab in Krieg. Gehen wir mal bei den Nachbarn vorbeischauen. Apropos vorbeischauen, wie geht es dem Bobby? Ist der Bobby ein Huhn am Legen? Ist der Bobby ein Ei am Legen? Das wäre ja der Wahnsinn, wenn er so überlebt und Eier legt. Gut, hier hinten haben wir Platz. Yes. Danke für das. Man muss die Türen zu haben zum Einsteigen, alles klar. Auto. So. Let's go der Hase. Wir gehen zu den Bandidos. Ich weiß nicht, wie schlau es ist, wenn ich da mit dem Auto herfahre. Ich glaube, das parken wir hier. Und dann checken wir das mal aus der Distanz ein bisschen aus. Oh. 1, 2, 3. Alter. Und wo läuft der her? Können wir da mal... Alter, da kommt ja hure weit vor. Scheiße. Okay. Das hat ja super funktioniert. Ich habe halt keine Ahnung. Die haben etwas gehört. Getroffen habe ich, glaube ich, keinen. Wieder nicht. Wieder nicht.
Wieder nicht. Ich bin schlecht. Ich muss näher dran. Wo ist der andere Pfeil her? Scheiße. Ja, jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Scheiße, bin ich scheiße. Alter, die stehen alle in einer Reihe. Komm jetzt. Wow. Okay. Okay. Mal, es kommt gut. Ich habe ein gutes Gefühl. Ja. Mal schauen, wie manchmal dass wir heute noch den Ladebildschirm sehen. Ah. Let's go, der Hase, da sind wir wieder. Vielleicht probieren wir gescheiter, die Scheibe mit dem Messer runterzufetzen. Ah, so. Wir schleichen uns an und das mal vielleicht besser als das letzte Mal. Schauen, wo der herläuft, schleichen uns von hinten an dran und zack, Silent Kill. So Splinter Cell mäßig. Okay, da kommt wieder einer. Mal schauen, wie weit es da läuft. Er hat echt heftige Flinten. Upsi! Kann jetzt dem... Wow. Revolver-Ammo. Und mehr hat er nicht dabei, aus sein Gewehr. Hä? Arschloch. Okay. So funktioniert es. Jetzt ist nur die Frage, ob alle Banditen vom Camp wegkommen. Vermutlich nicht. Und ich weiß auch nicht, wie weit das die sehen. Oder wie weit das ich sehe. Ich sehe einen dort und einen dort. Ich weiß auch nicht, ob wenn ich denen mit der Knarre jetzt einen Kopfschuss gebe, ob die sofort tot sind. Ob wir es nochmal mit dem Bogen probieren. Also einer läuft jetzt dort hinten. Können wir uns an den links dort dran schleichen? Also der killt uns sofort der andere. Wir müssen warten, bis der weg ist. Aber der geht vermutlich nicht weg. Ja moin, wir sind im Arsch. Fuck! Halt den Sieg Sadie und fertig. Gut, nächster Versuch.
Liebe Kinder, macht das im echten Leben bitte nicht. Wenn ihr Nachbarn habt, die ein Schiessgewehr haben, lasst es sein. So, ich glaube, das nächste Mal lade ich noch da vorne. Speichere ich mal da vorne, weil sonst müssen wir jedes Mal wieder herfahren. Das nervt mich jetzt schon. Kann ich die Pisse nicht einfach überfahren? Würde das funktionieren? So gut wie die zielen und schießen, bin ich sicher innerhalb von einer Sekunde tot. Wenn ich das mache. So, wir nehmen wieder das Messer in die Hand. Gehen in Deckung. Und holen uns wieder den anderen. Speicher habe ich noch wollen. Save Game. So. Wo ist denn der Schmiedi, der gegen da vorne kommt? Er kommt schon. Okay. Der hat ja nicht mal eine Waffe. Augenscheinlich. Hey du! Ciao! Eine Flasche Wasser, nice. Und Zucker. Das ist das, was Banditen im Jahr 2020 bei sich haben, man kennt's. Also, einer von 3 down. Bleiben noch 2. Wo ich davon weiss. Jetzt, ich glaube, wir müssen uns einfach mehr Zeit nehmen. Ich sollte... Was ist echt, wenn ich dem den Speer in den Kopf werfe? Was ist echt da unten? Also den kann ich theoretisch ausschalten, so. Aber der würde mich halt dran sehen. Dem könnte ich jetzt einfach einen Headshot geben mit der Knarre. Oder mich von hinten dran schleichen. Aber ich frage mich, wo diese ist. Der hier um die Ecke kommt, bin ich im Arsch. Okay. Ich glaube, von dieser Seite her ist nicht so schlau. Wir müssen einfach von innen beobachten. Ich da noch ein bisschen größeren Bogen machen. Also einer steht immer dort. Und der andere läuft einfach hin und her. Das ist verschissen. Und wo läuft der jetzt her? Wo läuft er jetzt her? Der läuft raus. Nein, läuft er nicht. Shit, der läuft einfach hin und her. Aber in dem Moment, wo er dort hinten läuft, könnten wir den Ranger holen. Vermutlich. Wir warten noch schnell, ob er sonst noch irgendetwas macht. Aber er steht ja recht lang und schaut gegen da. Und dann läuft er wieder hinten, beziehungsweise vorne. Okay.
könnte schief gehen. Vielleicht auch nicht. Wir speichern nochmal. Dann haben wir einen zumindest schon ausgeschaltet. Ich weiß nicht, wo der andere jetzt gerade ist. Wir warten nochmal, bis er nochmal kommt. Dann säckeln wir vor, nehmen den, säckeln zum anderen und nehmen den. In der Hoffnung, dass dieser das nicht hört. Halt mein Herz. So, komm. Aber er hat seine Route geändert. Hä? Der muss doch wieder kommen. Okay, dort ist er. Jetzt sollte er hier vorkommen. Yes. Gute Deckung. Hä? Checks gibt voll nicht. Was ist der andere? Ah, der läuft. Ah, der kommt gar nicht so weit vor, dass ich ihn nicht sehe. Darum. Okay. Bis wo läuft der? Ah, nochmal bis dort. Okay. Und sobald er sich dreht, legen wir los. Jetzt. Yes! Oh, nice. Es ist natürlich die Hoffnung, dass nicht noch mehr drin sind. Aber es sieht gut aus. Alter. Alter. Oh ja. Ah, das haben wir schon. Aber nehmen wir natürlich gleich. Und er hat Salz, geil. Und Äpfel. Und Scraps. Hey, wenn das Ganze jetzt nicht rendiert, he? Ich sage nichts. Es liegt da Sagi, können wir auch gerne gut brauchen. Noch ein Messer. Nice. Okay. Würde ich sagen, gehen wir mal rein und schauen dann, ob wir um die Hütte herum noch etwas... Nein, komm, wir schauen zuerst draussen. Sonst vergessen wir es eh. So, ich glaube, das Gröbste haben wir. Und wehe, da hat jetzt nichts Gutes drin. Scraps, PC-Teile, Racks. Der ist verschlossen, okay. Ja, Mann! Benelli Nova, wir haben eine Schrapflinte. Geil! I like it. Okay. Da mal die Tür zu. Und ein Rucksack. Nice! Hure gut. Okay, was haben wir da Schönes? Eine Dose, die ich nicht nehmen kann. Okay. Was haben wir da?
Alter, das Zeug alles doppelt und dreifach verschlossen. Painkiller, Antibiotika, was haben wir da? Eine Flasche, wow. Das Brett. SWAT-Helm, nice. Den setzen wir gleich auf, nur für den Fall der Fälle. Ah, wir haben noch einen an. Okay. So. So. Aber bis jetzt noch mal gut Schrotflinte. Hat definitiv rendiert. Aber schade, ich sehe keine Samen. Ich brauche doch dringend Samen. Komm hier drinnen, bitte. Etwas Geiles. Wir haben einen doppelt und dreifach verschlossen. Ja, noch ein bisschen Hunting Rifle Ammo und 9 mm. Ammo. Munition. Nice. Ja, ist okay, oder? Frage mich gut. Ich gehe mal schwer davon aus, dass mit der Zeit die Banditen hier wieder auftauchen. Dementsprechend nehmen wir, glaube ich, einfach alles mit. Und die haben ja sicher noch Kollegen. Ich hole mal das Auto. Ich hoffe jetzt nur, dass sie nicht so schnell wieder auftauchen. Vielleicht mal safen. Okay. Jetzt, den würde ich gerne da hinten drauf stellen. Das irgendwie. Schaffen wir das? Ja. Da. Dann hierher. Hier. Naja, fast. Ja, passt für mich. Einfach nichts verpassen irgendwie. Schade, man, ich habe gehofft, dass wir hier Samen finden. Dann müssen wir auch gleich in die grösseren. Also, das ist eines der kleinsten Camps, wo ich davon weiss. Und wir haben schon so viele Versuche. Ich finde es gleich gut, wir haben das gut gemacht. Wir haben es geschafft. Ich bin stolz auf uns. Seid ihr auch ein bisschen stolz auf mich? Gut! Ich glaube, da haben wir es. Aha. Okay. Das war jetzt echt unnötig, weil der Pfeil ist jetzt einfach weg. Naja. Aber das mit dem Zielen üben wir nochmal, hä? Und ich glaube, der Bogen wäre echt super, wenn ich besser wäre im Zielen. Hey, aber jetzt hat da... Das hat doch noch einen zweiten Stock, wie kommst du denn dorthin?
Also irgendwo nicht, hä? Okay. Das kann man auch nicht auftun. Nö. Okay. Wir gehen. Ciao mit V, der Penner. Hehehehe. Schnauß drauf. Ja. Wow, wir sind schon bei 25 Minuten. Das kommt mir vor, als wären wir 5 Minuten unterwegs gewesen, schwöre. Oh. So, unsere Nachbarn gibt es nicht mehr. Aber es könnte eben sein, dass sie von jetzt an, ich weiß nicht wie schlau es jetzt war, die anzugreifen. Weil, ich glaube, sobald du sie angreifst, greifen sie die auch an. Also es kann sein, dass jetzt Banditen die unsere Hütte angreifen und wir haben also gar keine Verteidigung um die Hütte herum. Und ich glaube, das war ziemlich dumm gewesen, was wir jetzt da gemacht haben. Aber lustig. So. Jetzt räumen wir da noch heute aus. Und dann hätte ich nämlich gerne irgendwie da außen ein Schränkchen, beziehungsweise im Garage. Nein, da außen. Da außen so ein Holzschränkchen. Irgendwie, weißt du, was ich meine? Ich glaube, da können wir auch hier vor das Fenster machen, weil dann ist das auch nochmal mehr abgesichert. Wo wir dann die ganzen Baumstämme drin tun. So. Gut, dann... Ich gehe zum Bobby. Hey Bobby! Hast du schon ein Ei gelegt? Ich glaube nicht, ja. Warum kann ich nicht aufstehen? Hä? Ich bin gerade lost. Ich kann nicht mehr heizen. Wasser hat es noch. Eier hat er keine gelegt. Ich check's nicht. Gut, dann haben wir ein neues Schränkchen für... Okay, jetzt geht's wieder. Ein neues Schränkchen für... Müssen wir schauen, was auch immer. So. Oh ja. Vielleicht den noch ein bisschen moven. Nee. Ja, komm. Der Monkey mir dreht durch, aber ist okay. Wir bringen es her. Das könnten wir eigentlich... Shit. So da drauf lassen, oder? Oder nein, komm, wir nehmen die noch mit. Weil wir finden sicher noch mehr Koffer raus. Wo tun wir die Kiste her noch? Wenn wir die so klein... ist das unsere Feuermachkiste? Wenn wir die so klein hierher tun. Dass wir da Zunder und so Scheiß näher tun. So Feuerholz und Anzündzeug und so. Alter, wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Es tut mir leid. Gefangen haben wir wieder nichts, okay. Gut, dann hätten wir es glaube ich soweit. Und dann mache ich die Türe zu. Nicht schlechte Ausbeute, würde ich sagen. Nicht schlecht. So. Dann würde ich sagen, merci viel mal fürs Zuschauen. Ich tue das Zeug noch ein bisschen einsortieren.
hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten damit. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne mal ein Däumchen da, den Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann wünsche ich ein wunderschönes Tag. Seid lieb zueinander, habt Sorge, bis gleich, Timo G. Ciao!